Das vier Kollege geht es heute. Wenn ein schön gel, rot, bisschen mit Camo-Style, und dann ein richtig knallig gel. Für was überhaupt Duffelbags? Was sage ist ganz einfach, du kannst ihn ziemlich viel dran machen, kann ihn so noch knautschen und durch Kompressionsrimmer auch gut festziehen. Das passt viel dran, auf wenig Platz. Wird auch oft gesagt, sie sind wasserdicht oder wasseraufweisend. Das ist ein großes Problem. Also ich sind ziemlich viel dabei in der Weg, genau wie der Mini, also wie der vielleicht auch. Und du brauchst eine Ausrüstung, auf die sich verlosen kann. Ich bin jahrelang mit dem Heiten immer gereist, soll keine Schleichwerbung sein. Aber, voilà, ein Klassiker, den hört quasi all Dritten irgendwie gefilmt. Ja. Aber wenn es darum geht, im Regen aufhalen, gehen kalt so nass zu bannen. Und ob das, wie das bei den anderen ausgesagt, wollten wir mal testen. Den ersten, den wir jetzt präsentieren wollen, den ist aus dem Boutique mal den großen D. großen D, große französische Sportsboutique mit D drauf. Das ist schon ein ziemlich Monster, den heute. Den hat normalerweise den 80 Liter, kann den aber durch die seitlichen Tierretten bis auf 120 Liter abstocken. Passt viel dran, geht dann aber schwierig zu drohen. Was natürlich cool ist bei dem Hai ist, mehr Hund, ein Urwegriff für ihn zu drohen. Ob der Seidegriff, Doegriff, an, wenn man nach Hund, ein Rucksackfunktion. Yeah! Das ist ganz cool. Nee, glaub mir, wenn der voll ist, das weit. Auch Kalzunge weihen. Auch kalt war. Und was bei den Heiten noch auch ganz cool ist, für die Bannen noch ein kleines Netz gefahren. An die andere Seite doch. Weil oft ist das Problem bei den Duffelbags effektiv, dass ihn kein Poschen hat für kleine Utensilien dran zu machen. Bei Beißen nur noch ein klein. Also von der Sache hier, nicht schlecht. Weißt du, was sie so? Als die Wasser aufweisend, wasserdicht. Den ist anscheinend nicht wasserdicht, den ist just wasseraufweisend. Froh ist, wo fängt das an, wo hört das ab? Wenn da irgendwo die Beißen an der Wiss leidet, ist froh, bleiben Sachen dreschen oder nicht. Aber man trennt. Aber man trennt. Teste mal. Die Tierretten sind all gut so. Voilà. Da gebe ich so hin. Gucken wir mal, was da kann. Ja, so rein das ja gefühlt all zweiten Tag bei uns am Land. Haut mal ein nicht, aber sonst. Nee, es geht ja auch darum, du willst die Ausrüstung ja auch mitholen. Irgendwo, vielleicht auf ein Floß oder so etwas. Ja, die seid auch noch, ja. Oft Rüssel vorbei sind. So, dann ist es mal einfach nass. Wie wenn er wirklich ein Minute am Regen gelegen hat. Gucken wir mal ein bisschen ran. Ah, Du guckst sie ran, am Meer. Na, das sind aber halt, du gesagt, Ja. Tripsen. Du hast nass. Und das war nur nicht nee, das auf ist Dauer. Das war kein Dauerreden. an der Tour können doch nicht vom Tierrad abmachen oder so. Nee. Du ist wirklich stramm. Ja, das ist wirklich dran. Heike Seite noch, guck du. Durch Ja. Neid, zieht es durch. Effektiv, ich habe gemeint, So. das wäre ein Pechschmerz, nicht. Du, Ja, was so weiß, dass so groß wird. He? ich gebe so, und so für kurz Spritzwasser ist noch okay. Wir wollen aber wirklich ein Minute lang richtig drauf rennt, meine ich, muss man einen anderen holen. Fortomat. Hi Hummer, die kleine Bruder sozusagen von den großen Gierlen. Abbau ist genau dasselbe, just eine Farbe. Ist aber so, hat ein gut handlich gereist. Für ein Weekend oder so kann ich die gerne mitholen. Ich denke just, dass sie vom Prinzip hier wahrscheinlich
Genauso nass geht. genauso nass geht. Wir testen trotzdem, fairerweise. Nass ein bisschen drauf, drehen ihn, weil kann ja auch mal von innen nass gehen. Gell? Das muss man an der Wiss leid. Gucken wir mal. Auf der Bausen hast du gut nass. Der Pfanne nass. Weiß also mal. Oh, Ja, bei der sauber. Nähte. Ja. Bei der Näht zieht es durch. Innen nass den 2 Uhr nach der... Ah, du fängst doch an. Ja. Also, die eng oder anderen Drips, als vielleicht rankommen, wo man Tierlob gemacht haben, okay. Wir wollen ihn aber hier guckt. Nicht nur mit... Also bei all Ja. den Nähten. Ja, bei allen Näht zieht doch dort Wasser durch. Ja, Wasserfeisen, das Zwerle, ja. Wie gesagt, für den normalen Gebrauch vielleicht ganz okay. Aber für Outdoor erwarten ich mal ein bisschen mehr. Bei den anderen. Da kommen wir zum Klassiker. Ganz ehrlich, den das mir mit Jahren richtig ins Herz gewusst. Ich finde wirklich gern. Mir auch da hatte ich immer das Problem, dass Sachen dran nass sind, effektiv, gell? Das ist aber eine bekannte Marke. Ich nicht bemerkt. Ja. Was bei dem halten zwar richtig cool ist, dass du auf der Seite nach pur Befestigungsmöglichkeiten. Das ist cool. Du hast hier noch pur Schlaufen drin. Du hast aber leider kein Klangpush. Hier kannst du nun halen. Kannst du oben unhalen, kannst du unhalen, das ist ganz cool. Mit Posch, Spannen dran. Du hast Spannen dran. Ja. Nach. Kein Posch. Du kriegst einen Wäschesack dabei, was nicht schlecht ist. Und du hast am Deckel eben so ein Netz. Ja, an ein Zahnbiest. Hey, Mundhygiene ist immer wichtig. Okay. Aber, voilà. Gucken wir mal, ob den ein bisschen besser durchhält. Fairerweise drehen wir den noch um. Na sicher. War hier denke ich einen Poolstuhl oder so. Was heute noch cool ist, als wir haben eine Möglichkeit, den Zoll zu sperren. Du haben wir es. Hast den Fanger gefilmt. Das ist nie verkehrt. Machen wir mal ab, gucken wir mal, wie es beim Netz geht. Da weiß es. Auf den ersten Blick Aus dem Dröschen. aus dem Dreschen, Bei den Näht auch. ja, wo ein bisschen Wasser aus dem Liedwasser aus den Bonnen. Also auf den ersten Blick, also mal mehr Dresche wie die anderen. Liedspritzer sind die Bonnen, wie bei den Näht. Kennt auch Sinn, weil man abgemäht haben. Ja, hier oben. Ja, Ja. sagen wir mal so. Nur an diesem Test ist irgendwo entre les deux. Entre nass dicht und das ein bisschen abs du Bonnen. Von der Erfahrung hier kann ich sagen, dass es schon öfters Probleme damit hat. Ich finde wirklich mega gern, wie gesagt, vor allem auch bei den diesen auch kann, als Rucksack drohen. Schön. Bei dem Hai gebe ich so, muss ich wirklich wissen, ob ich einen wasserdicht will oder nicht. Bei den anderen zwei gebe ich so, nee. Also den Do gibst du als Wasser aufweisend. Ja. Ähnlich Wasserdicht. Wasser aufweisend essen, bis zu einem gewissen Punkt, weil ich aus Erfahrung weiß. Ja. Ah, fort damit. Und zu guter Letzt kommen wir noch bei den Panzer von dem Duffelbag sozusagen. Hier steht nämlich drauf, waterproof. Das heißt, aus sich den müsst wasserdicht sein. Auf den Das heißt, nächsten du Blick, darfst kein Dripser kommen.
Also vorbei kann ich mal 2, 3 Sachen so. Und der ist das kann ich ganz normal holen, auch immer als Rucksack, wie die anderen auch. Kann ich normal drohen, mit ergonomisch geformten Griffe, das ist okay. Hier habe ich ein paar Mollen für etwas drauf festzumachen. Und ein kleines Pöschelchen auch hier für Kleinkram. So kommen wir bei das, was richtig interessant in dem heute ist. Das sind Tierrad. Boah, die kann ich hier anhaken, ja. Aber, Wann et da lass krit? ja, das ist gut gemacht. Also fest das et. Voilà. Gut. Aber die Tierrad, der sieht, oh, da muss ich richtig zählen. A fir wat? Hier oben. Da ist das Geheimnis. Wenn ich den nämlich zumischt, geht bis hierhin und dann ein Kehr Zack. bis oben hin. Da drin. So. Und damit ist das Ding normalerweise Laut Hersteller. Laut Hersteller. Die anderen 3 gelten als water resistant. Das heißt wasserabweisend. Verbunden, selbisch wie die anderen. Wir hunn awer do. Richtig. Wir haben hier auch 2 kleine Pöschelchen dran. Aber noch eine Kompressionsrim für das Ganze alles und ein bisschen mehr festzuziehen. Okay. Also, meine Erwartungen sind hoch. Du kannst richtig drauf schëtten. Guckt, Wasser perlt doch schon ganz anders da so. muss ich sagen. Ënners de Stoff du perelt lo net louf. Mit du gesimmer jo dann. Nee, das ist alles verschwest heute. Das Mist. Okay. Ich meine, mit dem Loké Powder gehen. Ne, den hast du schon. Du ass. Du hast nichts dran. Ma der gesi doch schon hei. Wo Guchter fest hin, das alles drin verschwest. Du hast effektiv nichts dran. Mol net eng Drips. Ne. Top. Ja. War spendet bewährt sich recht am Alldach. Am Langzeittest, ja. Me, du hast ja aber gesehen, bei den Doten war schon nur kurz wirklich Fisch geworden. Geheißt den da Norlo? Nö. Du geht Hier gehabt. gehen wir mehr Drehs. Okay. Schreibt das in den Kommentaren, was der für Erfahrungen gemacht hat mit Duffelbags. Oder vielleicht hat der schon die richtige Fund, die eierlegende Wollmilchsau an den Duffelbags. Mit anderen Poschen dran oder so. Die sind immer daran interessiert. Also, ich wandere mit meinem gelben Säckelchen mal weiter, bis du hin.